Hier ist unsere Geschichte. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 33. Ditmal noch mehr von unserem Reitmerken im Jahr 1949 zum eine vollkommene Landkartmerken von den mennonitischen Siedlungen in Darpa und der Cuauhtémoc Umgegend in Chihuahua. Als ons damaliger Landmeter Hendrik Mortis und ich 1949 bei unserem Trachtmeten, Trachtschuven, berekenen und betekenen op onze grote burgers zum alles richtig kriegen für unser Landkart, dann habe ich dabei sehr viel von dem sehr erfahrenen Manitoba-Kolonie-Landmeter gelehrt. Ich freue mich aber auch dazu, dass ich als 20-jähriger Jung gemordet dabei auch eine geometrische Wege von Berechnungen lehren kann, wo ich in der Schule bei meinem Schullehrer David Dick gelehrt habe, von wo das intelligenter, berühmter und sehr erfahrener Mann, was dann noch nicht gewusst hat. Als gemordet und ich versichert werden, dass wir all die damaligen mennonitische Siedlungen und all die einzelwies privat gekaufte Dorfsplans und auch all die von Mexikaner topgelieden Landkarten zwischen den Mennoniten ihrer Kolonien nur demselben Skala gemerkt und jeder auf seine rechtmäßige steht ob unsere Papierberges angekriegt haben, so ist auch der Riefers und Hauptweg zwischen und durch die einzelnen Siedlungen in Darpa so viel als möglich erreicht und angetekent haben, dann beschlossen wir dort so, dass wir jeder eine Karte malen oder tekenen würden. Hij in seinem Haus in Nienburg und ich bei uns im Drecker geschafft. Und als wir dann beide mit unserem Landkart malen oder Landkart tekenen fertig wären, dann kam Landmeter Mordes war da noch uns mit seiner Vorderkarte und wir verglichen unsere Vorderkarten miteinander, um mit unserem Vordertop zu entscheiden, welche von unseren zwei Karten am schmacksten gemalt oder getekent worden wäre. Und die am schmacksten getekente Karte wurde dann gebraucht worden, um in Chihuahua das Klischee, die Zinkplot merken lassen, wo nicht die Landkarten drecken gebraucht worden soll. Als das Tag gekommen wäre, wo wir unsere fertig gemalte oder fertig getekente Landkarten bei uns an dem Drecker geschafft, in überleden und verglichen, dann stand ich sehr gespannt da und beobachte sehr aufmerksam, was diese beiden Männer, mein Vater und uns sehr erfahrenen, berühmter Landmeter und Kartentegner für Bemerkungen mögen über die zwei vor uns liegenden Karten. Als beide Männer auf diese zwei Karten alle Einzelheiten beseinen, vergleicht und darüber geredet haben, und dann am eng beide sehen, sie dachten, dass zwischen unseren beiden Karten so im Allgemeinen eigentlich sehr kleine Unterschiede wären, bitte, dass all die Nummers und andere Werte ab meine Karte schmacker aussagen als ab gemordet sind, dann fällt ich wirklich sehr gut mit meiner Arbeit. Mir hat die Toparbeiten mit unserem begabten Landmeter sehr gut gegangen. Ich bin noch immer sehr dankbar, dass ich damals diese Gelegenheit gehabt habe, mit diesem Mann Taub am Reitmerken für eine neue Landkarte zu arbeiten. Dass ich dabei habe helfen gedurft, als wir 1949 die zweite Staub von unserem mennonitischen Landkarte in der Cuauhtémoc Umgegend in Chihuahua Reitmerken zum Drecken, das ist für mich eine gute Schule gewesen. Wo kam das? Dass die Buchstaben und die Nummers auf meine Karte schmacker aussagen, als auf gemordet sind. Die Ursache dafür wäre nicht, dass ich schmacker Buchstaben und Nummers schreiben oder printen kann als gemordet, aber ich habe mir die Arbeit gemerkt, dass ich jeder Name und jeder Wort für die Landkarte mit unserer Dreckmaschine
gedruckt had. Ik had jeder woord en jeder nummer op zogenaamde etikettenpapier oder Liempapier opgedruckt. En dan had ik jeder namen, jeder nummer en jeder woord voorzichtig doorheen gebakt op de kaart waar dat zijn zal. En dat ik dit zo doen wil, dat wir mir daarbij zo bijgevallen, wils wir al immer etikettes oder kleine Tickets op Liempapier gedruckt hadden voor boutiques San Antonio en Cuauhtémoc en ook voor einige boutiques in Chihuahua. De apotheker brukten deze etikettes oder Labels om op medicijnbeuteln oppakken. Mortis Stoyen had, zo smak als hij dat verstond, alles met de hand ingeschreven oder ingeprint. Zijn printen weer zeer smak gedaan worden, aber auch de beste Schreiber kann Buchstaben en nummers nicht ganz so korrekt übereinkriegen als de Drecker. En daarbij sagen wir den nummers op mijn landkaart Teeknung schmacker als op Onkel Mortis seine. En daarbij mögen ons Vater en heide Entscheidung von meiner angeforderte Kart eine Singplot oder ein Klischee merken zu lassen zum Kartendrecken. En dat mögt mich sehr gut fühlen. Mit dieser Arbeit wonen de beruemde landmeter van de Manitoba-kolonie Mennoniten in Chihuahua en ik zorgvuldig gemoold en betekend hadden, weer de tweede stap van onze Mennoniten landkaart in Chihuahua, Mexico entstanden. Endlich heeft dat een vollständigere, tijdgemäßere landkaart van alle mennonitische Siedlungen und Dorpen in de Cuauhtémoc omgegend. Endlich können Mennoniten, Mexikaner und besonders durchreisende Touristen eine mennonitische Landkarte schepen, wo nur alle mennonitische Siedlungen und Dorpen in Chihuahua abweisen. Und auf dieser Karte wären auch die wichtigsten Erdwege ab und zwischen mennonitische Kolonien in Chihuahua einigermaßen und angetekend worden. Und wieviel Geld verdient Landmeter Mortis 1949 mit seiner Arbeit an eine neue Landkarte für unserem Drecker geschafft? Für Onkel Mortis seine Landkartarbeit wohne er 1949 an der Vervollständigung von den Mennoniten ihrer Mappe, von ihren Siedlungen und Dorpen in Cuauhtémoc omgegend getan hat, gleichweg musste uns Vater 2000 Pesos betalen. Aber meine Arbeit an dieser neuen Karte braucht noch nicht betalt worden. Ich wäre dann doch noch nicht ganz 21 Jahre alt, und so wie das damals in einem oldkolonischen Familienleben. But ein Jung oder ein Mädchen 21 Jahre alt geworden wäre, oder andernfalls, was die befreit wären, brauchten die Eltern an für keine Arbeit betalen. In diesem Fall aber, weil ich im August all 21 ward, und mich im September all befreit mit meiner so liebe Susanne, dachte ich damals doch, dass meine Arbeit vielleicht auch hat sollte, was Geld wird gewesen sein. Dann dat wäre jedoch gerade meine Tegnung, von wo die Zinkplot oder das Klischee gemerkt worden wäre, mit wo die neue Karten gedruckt worden. Diese Landkarte war dann in unserem damals noch sehr kleinen Bürgstur verkauft. Aber diese Karte hat unserem Drecker geschafft damals nicht sehr viel Geld angebracht. Dann unsere Mennoniten kauften immerhin nicht viel Karten und Touristen kamen damals auch noch nicht sehr viel an oder durch mennonitische Dorpen und Siedlungen in Chihuahua. Und buiten all dit kamen voorts nu 1949 de Reihe von buiten gewöhnlich 3 Jahren in Chihuahua und dann kauften die mennonitische Bürgers dort bloß die ganz nötigste Sachen. Und wodurch oder woschwen kam dort dann bator, dort von unserer mennonitischen Landkarte an der Cuauhtémoc omgegend der dritte Stopp vordig gemerkt wird. Mennonitische Kolonisten, private Gruppen von Bürgers und auch Gemeinden kauften an der Cuauhtémoc omgegend immer weiter noch mehr Siedlungsland für neue Dorpen und Kolonien. Und bis 1963 hatten mennonitische Kolonisten in Chihuahua nicht mehr, aber auch an der Cuauhtémoc omgegend all weiter viel mehr Siedlungsländer gekauft. Privatgruppen kauften immer noch mehr Siedlungsland und
leden nieuwe dorpen aan. De Santa Clara Sommerfelder hadden al den Radekop Rancho aangrenzend aan ihre Siedlung gekauft und daarboven dat dorp Hoffnungsfeld Nummer 52 angelegt. In dat land voor de zogenaamde Salitre dorpen, Rosenheim Nummer 43, Springsteen Nummer 44 en Ebenfeld Nummer 46, wie al van privaatgroepen gekauft en besiedeld worden. En ook dat land voor zo'n dorpen als Nijschoenwiese Nummer 71, Harndien Nummer 73 en ik geloof ook Roodveld Nummer 72, wie voor 1963 al van privaatgroepen gekauft en besiedeld worden. En ook nieuwe gemeenten hadden dan ook al dat eeuwige Santa Rita land gekauft en 13 nieuwe dorpen daarboven aangelegd. 2 dorpen van dem Santa Rita land, Campo Nummer 75 en 76, worden van de Santa Clara Sommerfelder gekauft en besiedeld. En de andere Santa Rita Siedlung dorpen worden gekauft en besiedeld van Ulkelnia. Dat land voor dat dorp Ebenfeld Nummer 116, wie ook al van een private groep bureaus gekauft en besiedeld worden. Ik geloof dat dorp Eidentol Nummer 108 wie al op de landkaart oder mapa van 1949. Dat land voor dat dorp Nieuw-Weidenfeld Nummer 28,5, groot zuiden van Weidenfeld Nummer 28, wie al privaat gekauft, gegrond en besiedeld. En ook verschillende andere vlekken land hadden Mennonieten al groot zuiden van de mennonitische Manitoba-Siedlung gekauft, hadden aber nicht dorpen daarboven aangelegd. En wils de Chihuahua Mennonieten nu 49 al waren zoveel Siedlungsland gekauft en besiedeld hadden, da wären wir dort neidig geworden, dat de Mennonieten ihre Landkarte 1963 noch war eine Stück wieder vordig gemerkt wordt. Ons vader had 1962 met zijn zoons Jacob en Peter Taub gratis trekmaschinen gekauft en dat trekkergeschäft bedienend vergratet. In 1963 leed dat trekkergeschäft de Mennonieten ihre Landkarte en de Koktemung omgehend noch war eine Stück wieder vordig merken. En war weer dat de zeer beroemd gewordene landmeter Heinrich Mortis van Nienburg, woonde de meeste van de Mennonieten ihre nächste Siedlungsländer verein oder met aan Taub angemeten had. En waar weer dat des man, woner van onze vader aangenommen wordt, om de derde stap van de Mennonieten ihre landkaart te molen en te betekenen, om een nieuw cliché, een nieuw zingplot merken te laten en een volkomenere landkaart trekken te kunnen. Eine Landkarte, wo boven waren alle mennonitische Siedlungen en dorpen zennen worden en de Koktemung omgehend. Ditmaal weer dat overal niet zeer veel arbeid voor den landmeter. Hij brukt door meestens bloos zo'n materiaal brokken, wat hij allemaal al aan zijn schrijfdasschufladen op papier liggen had. Dan dat Santa Rita land grenst aan dat noordelijke poort van dem Ojo de la Yegua land oder Noordkolonieland en dat reikt ganz bad aan de Sommerfelder ihre Santa Clara Siedlung. En dat land van de zogenaamde Salitre dorpen grenst aan dat land van de dorpen Springtol nummer 50 en Steenrecht nummer 38. Als landmeter Mortis deze nieuwe landkaart voor zich getekend had, dan wordt er een nieuw cliché oder een nieuw zinkplot davon merken gelaten om nieuwe, meer tijdgemäße en gratere landkaarten trekken en verkaufen te kunnen. Eine Karte oder Mapa, op wonen waren alle nieuwe dorpen en de Koktemung omgehend stonen worden. Ditmaal aber wordt de Karte een beetje grater gemerkt. Dat trekkergeschäft had nu een gratere machine en een gratere Karte weer al manchmal gewünscht worden. Bruder Jacob trägt diese nieuwe landkarten 1963 met een gratere Zylinderpress. Ik weet niet hoeveel geld landmeter Mortis ditmaal voor zijn arbeid gekregen heeft, aber waar bracht dat Kartenverkaufen dem Trekkergeschäft keinen großen Verdienst an. Wo en wanneer kwam dat wat door, dat de Mennonieten ihre Landkarte en de Koktemung omgehend en Chihuahua 1996 noch eine vierde Stub wieder vor dich gemerkt wordt. Dat kwam ungefähr so.
als Mennoniten in Chihuahua 1996 anfangen, zu merken, dort am August 1997 das 75-jährige Jubiläumsfest zu feiern, dann fängt man auch an das geschichtliche Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko zu arbeiten. Und weil man dachte, dass an diesem Buch auch eine zeitgemäße, mehr vollkommene Landkarte sein soll, obwohl noch weiter alle mennonitische Siedlungen in Darpa und der Cuauhtémoc am Gegend sein wurden, will man diese Karte noch weiter eine Stufe wieder vor sich merken. Dann, wenn die mennonitischen Kolonisten in der Chihuahua am Gegend auch über die Jahren von 1963 bis 1996 nicht mehr viel Siedlungsland zugekauft haben von neuen Kolonien, dann hatten aber Privatgruppen ab einigen Städten angrenzend an mennonitische Kolonieländer noch weiter neue Siedlungsländer zugekauft und Atelier neue Darpa angelegt und besiedelt. In dieser Arbeit, das heißt, das Topfingen, Reitmerken und Betegnen für diese neue Landkarte, die habe ich 1996, 97 größtenteils getan. Die Santa Clara Sommerfelder hatten über die Jahre noch einmal 3 Darpa angelegt, nur im Westen von dem Darp Weidenfeld Nummer 51. Und angrenzend an das Land von der Darpa nahe Scheinwiese Nummer 71 und Nordtal Nummer 65, da wären die 3 neue Darpa Nummer 90, 91 und 92 angelegt und besiedelt worden. Und das Land zwischen Eidenfeld 1916 und Rosengart Nummer 7 bei, wir von Mennoniten gekauft worden. Und das neue Darp, was da oben angelegt und besiedelt wird, trägt den Namen Neue Rosengart Nummer 7c. Und das kleine Darbje Neu Eidenfeld Nummer 116,5 wäre auch noch nicht auf die Ferienlandkarte. Auch so eine Darpa aus Neu Kleefeld Nummer 28,5, Neu Kronsgart Nummer 27,5, Neu Weidenfeld Nummer 29, Neu Hochfeld Nummer 10,5, Kronsfeld Nummer 9,5, Neu Rheinfeld Nummer 8,5, Neu Rosenfeld Nummer 7,5, in Gnadenhof Nummer 34, Blumenau Kilometer 11 und andere Darpetjes fehlten auch noch auf die 1963 Landkarte. Und viele von der alten Darpa, nicht mal auf der Manitoba-Siedlung, aber besonders da, wären auch sehr viel rater geworden in dieser Zeit und mussten mehr so angetekent worden, als die neu wären. Vor vielen Jahren wäre das nicht erlaubt oder zugelassen worden, dort ob Kolonies oder Darpsländer kleine Flächen Land für Büstätten verkauft worden dürfen. Wenn dort an der Darpa wem an eine Büstätte fehlt, dann kann man manchmal wohl eine sogenannte Anwohnerstätte kriegen, aber von irgendeinem Kolonist für eine Büstätte Land zu kaufen, das bleibt noch lang ganz verboten. Volle Wirtschaften dürfen ein halbe oder vielleicht auch mal ein Viertels abgespult worden, aber Kolonies und Darpsregeln wären damals so, dass keine sogenannte Darpskerls verschnitten und was davon verkauft worden dürfen. Nicht einmal so viel für eine Büstätte, wenn das wem daran fehlt. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr davon, wo 1996 und 97 als das 75-jährige Jubiläumsfest gefeiert worden soll, gemerkt wird, auf der Mennonitenerde sogenannte Landkarte und der Cuauhtémoc am Gegend noch einmal weiter alle Veränderungen in anzuteknen. Aber nächstes Mal, ich George Rempel.